Weiter geht es, Freunde, mit den Bugs im Cyberspace, die wir offenbar tolerieren, denn wir leben ja offenbar mit Symbiose mit ihnen. Wieso auch immer. Willkommen zurück, Freunde, zu Yu-Gi-Oh! Master Duel. Und ja, nächstes Duell steht an. Nimm dir von der Fallgrube fallen kann in 8. Achte besonders auf das Timing, mit dem du deine Monster beschwörst, wenn diese Karten eingesetzt werden. Gut, Fallgruben-Ding kennen wir eigentlich noch. Ach du Scheiße, da hat relativ viele Fallenkarten im Deck. Hey, dann sonst auch ein Käfer. Ja, mehr oder weniger. Okay, alles voller Xyz-Monster bei ihm. Bei uns. Ups, da war mein Deck. Ich vorhin ganz kurz mal nochmal angucken wollte. Jo. Oh, viele Synchro, aber noch ein paar Empfänger. Sind nicht so aus. Doch hier nur 2. Das sind dieselben. Ah, hier. 3, 2, 5, ja. Wie viele Monsterkarten? Warte mal. 6, 9, 10, 1, 20, 25. 25 Monster. 5 davon sind Empfänger. Ja, kann man machen. Dann let's go, Freunde. Du bist als Zweiter. Für mich singt das Schere, Stein, Papier Prinzip aus anderen Yu-Gi-Oh! Spielen. So. Seht ihr das, Freunde? Landform und Käfermatrix. Das ist wieder mal ganz geil. Deswegen hast du solche Zauberkarten wie Landform. Weil du kannst sicher sein, du hast schon die verdammte Zauberkarte im Deck. So, komm. Um das Spiel zu verwenden. Okay, soweit so gut. Schwarm herbeirufen. Eine Kampfwespe, Stufe 4 niedrig in meinem Friedhof. Bis dann so Monster den Gegner kontrolliert. Beschwörer sie als Spezialbeschwörung. Mehrere. Ah, also so oft, so viele Monster wie der Gegner hat, so viele Kampfwespen kann ich rufen. Okay. Also, der Käfer, den kennen wir ja. Lass mich eigentlich zuerst mal den hier rufen. Ja, okay, was haben wir sonst? So, Kampfwespennest. Natürlich dummerweise keine Kampfwespe. Sonst wäre es einfacher. Ich müsste fast schon Xyz-Beschwörung machen, weil hier sind natürlich keine Empfänger. Ja, mal Stufe 7, komm. Kampfposition ein Insektmonster, das kommt jetzt. Was war sein Effekt dafür schon wieder? Nee, bringt nichts. Das titanische Motte ist keine Kampfwespe, ist ein Nashornblut. Nashornblutboost würde ich jetzt sagen. Nashornboost natürlich, so. Der Effekt ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Direkt angreifen. Du keine anderen Monster kontrollierst. Der Kampfschaden wird halbiert. Ist zwar auch nicht schlecht, nehmen wir aber trotzdem den hier. Und Freunde, Xyz-Beschwörung. Da ist er, der Superkäfer. So, den Effekt nutzen bringt natürlich nichts. Also zumindest den aktiven, den passiven haben wir drauf mit dem Angriffsbonus. Ja, Freunde, das macht Damage. So, kann ich sonst was machen? Ich glaube nicht. Die haben schon eine Käfermatrix aktiv, bringt also nichts.
Meine Falle und der andere Zauber wirkt nur bei Kampfwespen, da habe ich auch keine auf der Hand. Ey, sehe ich wieder. Die Käfer und die Wespen, die werden sich gegenseitig irgendwie... Ach du Scheiße, okay. Das ist eine permanente Falle. Kann ich mal machen, vielleicht kann ich ihn ja triggern, dass es irgendwie zerstört oder so. Da haben wir eine Kampfwespe. Können sie anhängen, ja. Einen zweiten Angriff durchführen. Oder eben, ich mach's anders, weil... Ne, kann ich mal nach, weil dann kann ich 20 Fallenkarten noch nutzen. Falls das passieren sollte. Wofür hat der eigentlich 4 verdeckte Karten? Zur Dekoration oder was? Soll ich mal einsetzen? Freundchen. Wow, okay, 5 verdeckte Karten. Die offenbar alle nichts bringen. Dann haben wir die gleiche Insektmonster, sprich in dem Fall Käfer. Ne, sprich in dem Fall Wespe. Und das war's. Keine Ahnung, was der für verdeckte Karten hatte. Ich weiß nur eins, es hat ihm nichts gebracht. So, mit meinem Deck, ja, ist eine andere Geschichte. Dann direkt zum Duell mit Stufe 5. Insektenhornis kann auf einem Spielfeld Chaos auslösen. Insektenhornis, um fertig zu werden. Hä? Der Gegner für ein Deck. Max C, ja. Insekten-Marienkäfer. Für Nummerkarten. Insektor Exa Hirschkäfer. Exa Käfer. Insektor Minimotte. Sogar ein paar Linkmonster. Das eigentlich jetzt nicht so gefährlich aus, wenn ganz ehrlich sein darf. Mein Deck ist wieder mal ohne Synchromonster, super. Das war kein Empfänger dabei, war. Dafür wieder lauter Digitalmonster, das ist doch schön. Ja, das Duell eben, das war ein bisschen creepy. Wespen und so. Ich hätte gerne ein bisschen mehr gezeigt, aber hey. Aber es ist auch nicht so, dass ich irgendwie jetzt trotzdem gesagt hätte, Insektenmonster voll geil und so. Das will ich künftig weiterhin spielen. Nee. Das ist nicht so meine Welt. Aber trotzdem natürlich testen und so, ist klar. Das muss natürlich sein. So, normaler Zauber. So, man kann es mal testen. Oh, Max C. Rufen Sie noch ein weiteres Monster aufs Feld oder was? Okay. Und ich muss sie gegenseitig angreifen lassen, also... Warte mal, da wären schon Stufe 8 Viecher. Ich brauche irgendwie ein Xyz-Monster mit Stufe 8. Rang 8 natürlich, Entschuldigung, bring sie wieder durcheinander. Rang 8 natürlich, nee, nicht mal. Also wäre es eh schwierig, da irgendwas zu machen. Also auf mal Stufe 7, so. Was? Hä? Warum? Warum muss man jetzt bei ihm ein stärkeres Monster rufen?
Hä? Verstehe ich nicht ganz. Nee, muss ich einen Namen. Okay, gut. Habe ich gerade falsch gehört, gelesen, mitbekommen. Shit happens. Kann passieren. Wäre eine Variante. Okay, dann mal ihn hier. Ja, das ist jetzt, wenn ich den ändere. Warte, kann ich auch ein Insektmon sein, das kontrollierst. Ja, warte mal. So, hätten wir das auch mal. Eine permanente Falle, also kein Problem. Käfersignal. Und mal gucken, wa? Theoretisch sind natürlich Link-Monster möglich, das ist ganz logisch. Was? Das Soldat des schwarzen Lichtes? Soldat des Chaos als Link-Monster? Krass. Also die Karte mit einem oder mehr Monstern der Stufe 7 oder höheres Material als Link-Beschwörung beschworen wird. Okay, hätte ich natürlich gesagt, erst einmal natürlich schon zum Beispiel sagen, den und den. Geht da schon mal 3 Stück. Soll das schon mal funktionieren? Oder was sagen? Des Gegners. Was? Solange diese Karte auf ein oder mehr Monster zeigt, können Monster des Gegners diese Karten nicht als Ziel für Angriffe wählen. Cool ist natürlich durchaus. Nämlich an die ganzen Rangviecher wieder mal. Natürlich diese scheiß Motte schon wieder. Weil natürlich ein Nashornkäfer auch nicht schlecht wäre. Ich brauche zwar nur 2 Viecher mit Stufe 7. Ja, aber dann kann natürlich auch ihn hier nicht rufen, ne? Das ist klar. Oh, wenn ich ihn hier rufen würde. Warte mal. Stimmt, das kann ich ja auch noch machen. Aber auf eine Stufe 9 Monster? Nee. Bringt mir also nichts. Eben andererseits höher oder niedriger. Den Effekt hatten wir ja schon mal. Ich kann also auch eine Stufe 5 Monster Rang 5 rufen. Mann.
Weil der Hirschkäfer gar nicht mal so schlecht wäre, um das viel Platz zu machen, aber ich hätte irgendwie so Bock drauf, ihn hier zu rufen. Kannst du jetzt als Ziel für Kann-Effekte wählen. Zusätzlich kann sie nicht durch Kann-Effekte eines Gegners zerstört werden, was schon mal cool wäre. Und diese Kann-Monster Gegner sind im Kampf zerstört. 1500 Angriffspunkte. Zeit Angriff durchführen. Verbannen eine Karte auf dem Spielfeld. Alter! Das Vieh ist so krass. Freunde, Link-Beschwörung. Erscheine, Soldat des schwarzen Lichts. Soldat des Chaos. Ein Feind kann mir leid tun, so was kann ich jetzt noch rufen. Natürlich, ich nehme den hier Opfer, aber sonst bist du noch kein Zauber oder was? Ja, würde mal sagen. Angreifen, wa? Tada! Mehr Power. Das nächste Spiel zu einen Angriff durchführen von einem Karte auf dem Spielfeld. Ja, komm. Ganz einfach Power momentan genug. Ich schmeiß lieber die Karte hier raus. Wer weiß, was ist das für ein Käfersignal? Ja, okay. Sonst kann ich gar nichts machen. Ich kann immer noch sitzen, um ihn zu triggern. Das ist einfach so ein Monster hier in diesem Deck. Ah, haben getriggert. Jetzt gibt es diese alte Monster hier noch als Link-Monster. Die brauche ich unbedingt, hey. Die brauche ich unbedingt, diese Karten. Ich hoffe, dass es irgendeinen Chaos-Drachen noch gibt oder den Chaos-Magier. Ein schwarzer Magier ist Chaos, so nicht Chaos-Magier. So, warte mal. Kann schon mal so ein Spielfeld wählen, also verdammte Position, dann lege eine Karte mit dieser Karte, maximal 3. Wenn auf Friedhof gelegt wird, du kannst 2 Karten ziehen. Na gut, machen kann ich trotzdem mal. Ich habe eh mehr Verteidigungspunkte als Angriffspunkte, also ist nur gar nicht mal so schlecht. Dann kommt der zum Zuge. Ich kann nochmal 2 Karten ziehen, dank dem Effekt. Dankeschön. Jetzt will ich aber wissen hier, ja. Aua. Ich hasse das Spiel. Jetzt haben wir schon mal so ein starkes Viech. Was passiert? Mein Chaos-Soldat. Ich habe ihn so geliebt. Warte mal, ich habe doch Monster-Reanimation im Deck. Ah, jetzt kommt natürlich nicht, wo ich es brauche. Super. Wie, wo, was? Okay, warte mal, jetzt muss ich ganz kurz gucken, was ich hier mache. Ah, der Effekt schon wieder. Was eigentlich ganz cool wäre. Von den Insekt. Hand in Verteidigungsposition. Da fehlt momentan etwas. Diese Karte. Wenn zerstört, dass man. Da muss ich wieder einen Grund haben, seines Beherrschers. Ja gut. So spielen kann ich schon mal. Dann machen wir das hier. Tschüss. Auf der anderen Seite des Spielfeldes. So. Dann kriegt der Gegner das hier. Danke. Wie viel habe ich jetzt eigentlich drauf?
Seltsam. Also gar nichts. Und der hier, ja, ich weiß. Ich will zerstören. Ich hat schon einen Grundnamen, aber ich will sagen, dann im Deck seines Beherrschers. Ja, Bin nur gar nicht so viel, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Da greife ich lieber an. Ich kann nur so ein Pech haben, Leute. Was ist das hier für ein? Heute gelegt werden, denke ich, eine Karte. Versuchen können wir sie mal. Aha. Warte mal. Und nun? Ah, jetzt hat's funktioniert, wa? Das heißt, ich müsste jetzt hier eigentlich das andere Monster rufen können, was schwächer war. Ich wiederum habe noch den Effekt, der ist irgendwie nicht mehr zählt. Hä, warum? Ich hatte doch irgendwie... Oh, ganz ehrlich, ey, was ist denn jetzt wieder los? Und aus irgendeinem Grund, ich gar nicht verstehe, kann ich jetzt irgendwie den Effekt dieser Karte von Friedhof nicht mehr nutzen, was letzten Zug noch ging. In derselben Karte. Ah, wenn da irgendwas kleingedruckt war, was ich übersehen habe. Super. Wieso hat der so ein verdammtes Glück mit seinen Karten? Ey, come on. Sonst hast du keine Hobbys, wa? Okay, mein Deck schneidet jetzt irgendwie nicht so ganz. Sein schon eher, mein schneidet irgendwie gar nicht. Sorry. Keine Ahnung, was da los ist. Machen wir gleich nochmal. Ich weiß, Folge ist vorbei und so, aber ich will diese scheiß Insekten loswerden. Manchmal ein schöner Soldat, da haben wir irgendwie voll Akku gemacht. Und das will ich besser, Freunde. So. Ja, das Leitspiel wieder von vorne. Deiner Seite eben. Kriegt er so eins. So. So. Sehr schön. Die können natürlich nicht mehr rufen, da ist klar. Keine Monster kontrollierst. Ja, aber sonst wäre es jetzt futsch gewesen. Oder? Weil der Effekt gilt ja für meine. Ja, eben. Also.
So, mal gucken, wenn ich den jetzt rufe. Sagen wir, langsam geändert wird. Rangsposition beschwören. Ziehe eine Karte. So, hier könnt ihr wieder viele schöne Dinge rufen. Ja, der Bonus von, es geht um den Bonus. Ja, gut, stimmt. Also den könnt ihr theoretisch rufen. Ich kann diese Karte anhängen. Ja, der Effekt ist dann gar nicht so schlecht. 300 Angriffspunkte dazu. Sparen wir den Soldaten wieder für später auf, Freunde. Und mache erst eine Xyz-Beschwörung. Hey. Er selbst als Kette? Wie soll das funktionieren? Ja, eben, wollte schon sagen. So. Nochmal eine Spezialbeschwörung. Jetzt kommen natürlich Link-Monster unter anderem, oder? Klingt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja, er muss auch ein bisschen tricksen, wa? Natürlich jetzt nicht mehr das andere Viech drin, wa? Und die anderen Viecher. Da ist halt gerade der Nachteil. Okay, hat es halt doch nicht gelohnt. Schade. Ja, natürlich. Der kommt noch ein paar mehr Monster, stürmen meine Monster wieder, wie du es gewohnt bist. Ach, plötzlich nicht mehr, aber plötzlich kann er gar nichts mehr. Eins erhöhen, ja, jetzt auch eine Variante. Oh, das klingt gar nicht so schlecht, der Effekt.
Wird. Bringt mir jetzt gerade nichts, aber der Effekt hingegen, der bringt was. So, jetzt kann ich ihn hier rufen. Den anderen gerufen habe. Kann wiederum den hier rufen. Dann Effekt aktivieren. Genau, mit den hier wieder. Ja, doch, kann was bringen. Ching, ching. Beschwören, eine Verteidigungsposition. Die Frage ist nur, welches. Stufen erhöhen. Bringt mir jetzt hier nicht so viel, gerade aktuell. Wir werden zurück switchen. Okay. Jetzt haben wir natürlich eine große Auswahl. Ich kann auch den wieder nutzen. Nashorn Blue Cave kann ich natürlich auch nutzen. Das wäre aber gar nicht mal so eine schlechte Idee. Stufe 7 oder höher. Das klingt schon mal gut. Irgendwann kann ich nämlich auch den hier nutzen. So, und ich wiederum kann natürlich noch eine Link-Beschwörung machen, wie wir es bereits kennen. Zack, und da muss man ganz kurz gucken. Welche Effekte werden jetzt am besten? Auch eigentlich den und vielleicht noch den hier. So, jetzt nochmal, Freunde. Link-Beschwörung! Komm schon, Soldat des schwarzen Lichts, Gesandter des Chaos. Ching, ching. Ja, ihr könnt noch mehr rufen, ich weiß, aber keinen Bock drauf. Im Gegenteil, Freunde, im Gegenteil. Ist eh vorbei, von dem her. Alles für den Soldaten des schwarzen Lichtes. Den Victory's Hour. Es ist schon krass, was? Und einfach die Monster von früher, die alten Monster wieder zurückholt. Weil man den Soldat des schwarzen Lichts, den gab es ursprünglich als Ritualmonster mit keinem Effekt. Dann kam er einige Zeit später als Effektmonster zurück. Ja, rufen, ja doch, ja, Licht- und Finsternismonster aus dem Friedhof entfernen konnte man rufen. Dann hat er schon da eigentlich coole Effekte. Und jetzt das Link-Monster, und ganz ehrlich, Link-Monster sind einfach nur noch viel krasser und overpowered als sonst sowieso und hat noch die viel krassen Effekte als jemals zuvor. Naja, aber das soll es gewesen sein hier mit dem Digitalkäfer im Workspace, Freunde. Im nächsten Part mal gucken, ob wir uns nochmal an den Dino versuchen, da fehlt noch etwas. Oder ob wir uns in die nächste Solo-Mission begeben. Da fehlen sogar noch 2, ach du Scheiße, ne komm. Müssen wir was Neues sehen. Bauen uns den Dino für später auf. Ich hätte gesagt, wir machen nächsten Part hiermit weiter.
Das hier machen dann wieder ein bisschen später, weil es ja auch hier mehrere Substufen hat und so. Aber ja, die kolossal mechanische Schneckenmuschel, die sehe ich so für uns in der nächsten Folge zurück bei Yu-Gi-Oh! Master Duel. Danke fürs Zusehen, bis dahin, bye bye.